Nachdem der Lars der Philomena gesagt hat, dass im Wald mit der Tannenfamilie Weihnachten feiern auch mega schön ist, haben sie plötzlich Schritt gehört näher gekommen. Ein Mann und seine Söhne kommen zu laufen und bleiben vor den 2 Tannen stehen. Der Vater ist sichtlich erschöpft. Er sagt zu seinem älteren Sohn: Ich weiss, du suchst den perfekten Weihnachtsbaum. Und ich weiss auch, dass ich dir versprochen habe, dass wir ihn finden. Aber hey, wir sind jetzt schon 2 Stunden am Suchen. Wir sollten uns jetzt wirklich mal für einen entscheiden. Es hat doch so viele schöne Bäume hier. Wo der Vater die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, bricht es plötzlich aus dem Kind raus. Die Tanne ist perfekt. Das ist unser Weihnachtsbaum. Juhu! Auch im Kleinsten gefällt der Baum. Doppel! So cool! Die Philomena fährt an strahlen und stupst den Lars wieder von der Seite an. Eine schöne Rede hast du gehalten. Aber ich muss jetzt halt gleich los. Der Lars ist enttäuscht. Jetzt hat er einmal der Philomena die Stirn geboten und dann wird sie direkt mitgenommen. Im Vater geht sichtlich eine Last von seinen Schultern. Er macht einen grossen Schritt auf Philomena zu und sagt: Der soll es jetzt also sein. Der stupft ja richtig. Aber hey, der ist wirklich wunderschön. Der Bub schüttelt fest den Kopf. Doch nicht der Baum nebendran. Der Vater ist irritiert. Bist du sicher? Die Tanne hat aber ein paar kahle Stellen. Unten lampen ein paar Äste runter. Und 3 Spitzen, haben wir noch nie gesehen. Ja, perfekt. Wir wissen ja nie, welchen Spitz drauf tun. Der rot oder der goldig oder der silbrig. Jetzt hat es Platz für alle. Dort, wo es nicht so viel Äste hat, ist es perfekt, um den bastelnden Schmuck herzuhängen. Der kann sonst gar nicht richtig hängen. Endlich hat es mal Platz für unsere vielen Christbaumkugeln. Diese Argumente leuchten auch im Papi ein. Der Lars versteht die Welt nicht mehr. Jetzt will der Bub wirklich ihn in seiner Stube haben. Gerade wegen der 3 Spitz und der kahlen Stellen. Wahnsinn. Der Papi legt im Lars eine rote Markierung über die Test. Das ist das Zeichen dafür, dass er reserviert ist und in den nächsten Tagen abgeholt wird. Für den Lars fühlt es sich an, als würde er gerade mit einer Medaille ausgezeichnet werden. Nach einer Weile schaut er zu der Philomena, aber die starrt nur in die Weite, als wäre sie versteinert und sagt gar nichts. Da lehnt sich der Adelheid über zum Lars. Hey Lars, so schön! Ich gratuliere dir herzlich, dass du endlich in einer warmen Stube Weihnachten feiern darfst. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass ich durch das ein super Mitorganisator für die Waldweihnacht verliere. Die Waldweihnacht, die hat er ja völlig vergessen. Danke, Adelheid. Deine Gratulationen schätze ich besonders fest. Aber jetzt, wo du die Waldweihnacht erwähnst, weiss ich gar nicht, ob ich mit gutem Gewissen gehen kann. Ich lasse dich ja jetzt total im Stich mit der Planung. Lars, du bist die letzte Tanne im Wald, die mich enttäuschen könnte. Ich kenne nur wenige, die so fest verdient haben, zum ein Weihnachtsbaum werden wie du. Für die Waldweihnacht steht ja auch schon fast alles. Durch deinen Einsatz haben sich nämlich noch viele weitere Helferinnen und Helfer gemeldet. Du hast vielen Bäumen im Wald, die an sich zweifelt haben, neuen Mut geschenkt. Mit diesen Worten kann der Lars gut einpfusen. Er nimmt sich aber fest vor, am nächsten Tag noch mal mit der Philomena zu reden. Der Lars wacht schon früh am Morgen auf. Viel zu nervös ist er, dass er heute abgeholt wird. Aber bevor es so weit ist, geht er noch mal zu der Philomena. Philomena, ich habe jetzt ein mega schlechtes Gewissen. Du hast dich so gefreut, wo wir beide gemeint haben, der Bub hat dich ausgesucht. Und jetzt wird aber ich in wenigen Stunden abgeholt. Ja, das stimmt. Das hat mich mega getroffen. Aber ich hatte jetzt eine ganze Nacht Zeit zum Nachdenken und
das, was du gesagt hast, gerade bevor das Familie vorbeigekommen ist, hat in meinem Kopf noch ziemlich nachgehalten. Du hast schon recht. Ein Fest unter uns Bäumen hat es bis jetzt noch nie gegeben. Ich glaube, das könnte noch recht lustig werden. Mit ugly Christmas-Beleuchtung und Schrottbäumeln. Ich habe mir überlegt, der Adelheid zu sagen, dass ich helfen könnte, fertig organisieren. Jetzt, wo du nicht mehr rum sein wirst. Was? Ehrlich jetzt? Hey, das freut mich jetzt aber mega zu hören. Und ja, das Fest wird legendär. Gerade wenn du jetzt noch hilfst organisieren. Merci vielmal. Fast ein bisschen schade, dass ich das verpassen wird. Aber ja, wer weiß, vielleicht holt dich ja auch noch jemand ab. So oder so, du und auch ich werden ein ganz tolles Weihnachtsfest haben. Wir machen das Beste aus der Situation und sehen immer das Positive. Dann kommt alles wunderbar raus. Danke, Lars. Das hast du schön gesagt. Und sorry, dass ich so eine Stinktanne war. Ich wünsche dir ein wunderbares Weihnachtsfest. Und ich werde dich wirklich vermissen. Ach, ich dich auch, Philomena. Der Lars kann seine Freude nicht mehr zurückhalten und er umarmt die Philomena ganz fest. Ihre Stacheln spürt er nicht mehr. Es ist eher so wie ein wohliges Peeling. Schlussendlich ist halt alles eine Frage von der Betrachtung.